Und wir sind wieder am Start. Ja Mann, nach einer Woche Pause, wir nennen es jetzt modern einfach Hydration Break, sind wir wieder da, sind wir wieder umeinander und kämpfen gegen den 7. Arenaleiter, gegen den Pyro. Er fängt an mit dem Vulcano Level 42 und wir mit unserem letzten Neuzugang, mit dem Mark. Den Mark kann ich eigentlich da, dass er den Bedroher kann tanken, weil er surfen kann. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, er fängt mit einem Galoppa an. Er ist ein bisschen overlevelt. Grund, es gibt nicht so viele Trainer zwischen dem Koga und dem Pyro. Ich habe gedacht, ich muss zuerst einmal auf die fancy random Insel gehen. Aber ja man, dem ist offenbar nicht so. Aber wir gehen all in. Er geht auch all in mit Feuersturm. Und wir knocken uns mit dem Stab Stärke. Ich hoffe, ja man, dass das nicht ein falscher Play war. Ich bin confident, darum habe ich als Kleinstein nicht angebetet. Und der Mark kommt natürlich jetzt da verdient spezielle Erfahrungspunkte über. Und da hittet sie wieder die Regeln, er will Slam lehren. Brauchen wir natürlich Herd nicht 80 zu 75 Genauigkeit. Wenn wir mit Stärke echt den gleichen Move haben. Aber wir müssen. Und darum sagen wir Abschlag, du musst gehen, du bringst eh nichts. Es gibt so wenig Held-Items in dem Spiel bei den Gegnern. Auf die andere Seite ist gefühlt neben Biss der einzige Unlicht-Move, den es gibt. Und jetzt wastet er weiter mit einem Ponita. Die Frage ist, sind wir schneller? Ist der Mark schneller oder nicht? Wir probieren es einfach. Wir probieren es. Nein, wir probieren es nicht. Wobei alle anderen sind schneller und gehen. Also gibt. Oh, Knitterfischschild, beste Mann. Surfer geht rein. Ich glaube, das ist weniger tanky. Es ist etwa gleich tanky, aber vielleicht. Ja Mann, er wastet den Hypertrank lieber fürs Polita wie fürs Galoppa oder natürlich für sein Ace, fürs Arcani. Ich glaube, es ist Level 47. Wir werden zu sie finden. Polita wieder in der roten Zone. Und er verschwendet den zweiten Hypertrank. Was für ein super Trottel. Aber egal, das nehmen wir mit Hankus und dem Mark. Schlabbert und schlägt um, wenn es ein bisschen heiß ist. Das hat er gern. Vielleicht auch ein bisschen zu gern. Mark, du hast einen super Job gemacht, du hast ein Level abgeschraubt. Und ja, ihr seht, mein Team ist nicht am besten aufgestellt gegen für den Schnack. Ist schwach gegen Aromat sowieso. Eigentlich mein einziger Ace, den wir haben, ist der Gise. Darum habe ich ihn auch probiert, noch ein bisschen aufzuziehen. Aber wie gesagt, es gibt nicht so viele Trainer. Und das Gewehr mit der Schockwelle hat natürlich richtig geil können absahnen dort gegen all die Wassertrainer. Und jetzt beweist er sich, tankt er den Feuersturm. Er tankt ihn halbwegs solid. Ich denke, von den Big Players von ihm kann es nicht mehr leiden, aber Ponita geht runter, die Tränke sind verbraucht und das Gewehr ist dabei. Und jetzt heisst das Gewehr Level 40 gegen ein Galoppa Level 42. Sollen wir uns genesen? Sollen wir ein Triplette und auf etwas hoffen? Wir triplettieren und hoffen. Er schild, so muss das sein mit dem ungenauen Feuermove. Flammenwurf wäre natürlich viel geiler, aber sind wir froh, dass es nicht macht. Und jetzt gibt uns den Para, da können wir kein Para über. Und jetzt trifft er, und das wäre es vom Gewehr. Bin mir ziemlich sicher. Aber egal, es ist nach wie vor kein Nasslag. Das Galoppa geht runter. Die Kollegen reissen nicht so viel. Aber ich denke, jetzt kann der Macho Nein da den Rest reissen. Ich muss einfach die Kreuzung treffen. Wir sind sogar schneller. Die Kreuzung trifft. Galoppa geht runter. Und jetzt ist es sein Ace gegen den Rest von unseren vergessenen Helden. Arcani Level 47 wie predicted. Bedroher geht rein. Und der Grund, warum wir den Macho Mai da haben, ist genau der Move, der Felsgrab. Es geht mir nicht um den Damage, auch wenn ich ihn nehme. Es geht mir um den Initiative-Drop, dass nachher der Gise bestimmt schneller ist. Und jetzt kommt er mit dem Feuersturm. Ich bin confident. Macho Mai tanken. Mit 3 Lappen, ja Mann, bester Krieger. Bester Krieger, zweiter Felsgrab und jetzt sind wir definitiv schneller. Initiative Drop. Und das Geile ist, er verschwendet nochmal das Feuersturm AP, das heisst, er hat nur 3.
Macho Mai überlebt. Bester Krieger. Und wir wissen, der Gise ist relativ fragil auf Spitzangriff. 3 hat er 1, 2. Das könnte für alle lang, das kann ich nicht mit dem Aromat. Ich mal probieren mit dem Aromat zu stahlen, weil auch wenn er scheiße ist gegen Feuer-Pokémon. Er hat den Joker-Move, er hat den Schaufler. Und sonst war er einfach nur da gewesen, um das AP vom Feuersturm zu fressen. Aromat, besten Dank. Wir haben null Erwartungen gehabt, ich in den Fight. Darum bringen wir jetzt den Schnack in der Hoffnung, dass er Schild und dann kein AP mehr für seinen besten Move hat. Psychokinese, unser bester Move. Wir sind sogar schneller. Logisch, Felsgrab for the win. Feuersturm geht rein. Schnack, du wirst abgehen. So ein Krieger bist du nicht. Du hast halt immer vergessen, ein Käfermann. Es gibt präsentere Käfer, die immer härter einsetzen und jetzt der Big Showdown. Mein Ace in dem Kampf gegen sein Ace, Gise, gegen Arcani. Here we go. Schaufler, wir sind schneller, besten Dank Felsgrab. Er hat das letzte AP gerade jetzt aufgebraucht. Ich glaube doch nicht der dümmste Play gewesen, Tankeren. Er tankt nicht einmal. Gise ist da, wir haben uns das ganze Team showcasen. Wir marschieren weiter auf die komischen freaky Inseln. Und das nächste Mal sehen wir uns, wenn ich mich nicht täusche, gegen El Giovanni.